Zwischen Seebarangi und dem Mutoge. Wir sind Blut im See. Das müssen wir mal machen. Blut in den See. Immer. Aber im Sommer. Ja, aber in Zürich, wie willst du bitte in Zürich Blut in den See? Und am Morgen früh, scheißegal. Oder am Abend spät nach dem Ausgang. Habe ich auch schon gemacht. Ja, Blut im See ist eben, also allgemein Blut baden ist geil. Ja. Du bist ja schon Blut im See gewesen. Ja, ja. Aber im Silsee. Das ist nicht ganz zwischen Seebad Engi und Mutoge. Nein. Das ist der roblosen Badi und der Blumen. Zwischen Eutel einsiedeln und Gross. übrig. Okay. Guten Morgen miteinander. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Türli 23. Hey, das zweitletzte Türchen von dem Adventskalender. Krass. Ja, wirklich. Oh Wir haben mein da Gott. durchgeballert. Aber Ja. es hat Freude gemacht und es macht auch immer noch Freude. Und es macht auch morgen beim letzten Türchen noch Freude. Genau, und ihr hört auch fleissig, also Hey, es ja, freut uns. danke vielmals für all die reinhören. Und die Kollegin hat mir gerade heute in der Memo gesagt, ich habe keinen Adventskalender, darum ihr seid mein Adventskalender. Danke vielmals. Das ist schön, das ist Ja, schön. ja, voll. Sehr toll. Heute gibt es Shit und Schein. Und Yes. zum Schluss auch noch etwas zu können, etwas Feines. Genau, darum bleibt dran. Genau. Und was bringst du heute mit? Ein Shit, aber jetzt mega ein scheiß Shit. Okay, ich bringe so eine Shit-Shine-Kombo. Okay, wenn wir mit der Combo... Mit der Kombo fangen wir an. Ja. Also, ich bin gestern mit dem Auto unterwegs gsi. Bin von daheim in die Stadt gefahren, zack, wegen dem Arbeiten müssen mit dem Auto gehen, weil es viel schneller gegangen wäre als mit dem ÖV. Und dann habe ich in Oerlikon am Bahnhof haben wir unser Büro und dann habe ich das dort parkiert. Und dann nach einem langen Arbeitstag habe ich gedacht, komm, ich gehe jetzt noch ins Cycling. Das ist gerade an der Europaallee. Mhm. Und ich habe gedacht, ich fahre sicher nicht 20, 25 Minuten von Oerlikon in die Stadt, suche dann noch einen Parkplatz, für den ich wegen 1,5 Stunden 12 Schutz muss zahlen. Ja. Ich gehe schnell mit dem Zug. Mhm. Und ich habe gewusst, dass die Gefahr besteht, dass ich das Auto vergiss und dann nach dem Cycling einfach mit dem Zug heimfahre. Wieso hast du gewusst, hast du es schon mal gehabt? Nein, aber Oder einfach so, Du kennst ich dich kenne halt. mich. Ich kenne mich. Ich Ja. war so, ja, das darf mir einfach nicht passieren. Einfach Jenny. Nach dem Cycling. Weißt, ich habe mir so richtig so, ich bin so ins Cycling gelaufen und habe mir selber so wie so eingebrannt. Auto holen. Auto holen. Nie noch aufgeschrieben, aber. Nein, aber ich war so, gewesen, wenn ich es mir jetzt so viel Ja, einrede, ja. würde ich ja wohl daran denken. Auto holen. Nicht auf den Zug gehen. Auto holen. Mhm. Ja, und ich kann ja schon wohl denken, was passiert ist. Ich bin nach dem Cycling, zack, duschen, habe gedacht, weißt du was, perfekt, ich habe ja noch Zeit, bis der Zug fährt, um am Weihnachtsmarkt etwas zu essen zu schnappen. Hole ich das, aber ich habe so ein Gefühl gehabt, weil ich habe eben eine Gerstensuppe geholt, die 15 Stutz gekostet hat. Ja. Also, als sie den Preis gesagt hat, habe ich gewusst, das ist es mir nicht wert, aber ich habe... Too late. It was too late, jetzt schon geschöpft und ich habe gefunden, nein, eigentlich sind es mir die 15 Stutz jetzt nicht wert von der Gerstensuppe, aber ich bin zu, wie sagt man, habe mich nicht getraut, etwas zu sagen. Ja, und Gut, du hättest anyway. können vorher befassen, wie teuer so etwas ist. Ja, Aber ja. genau. Ja, habe ich das einfach gezahlt, habe die inhaliert und dann habe ich eigentlich noch Lust gehabt auf Crepe mit Zimt und Zucker. Aber ich habe gesehen, in 5 Minuten vor der Zug, da jetzt noch anstehen. Nein, komm, ich gehe schnell. Und ich bin nicht auf den Zug gegangen, zurück auf Oerlikon, sondern ich bin auf den Zug gegangen, Richtung heim. Ja. Und dann im Zug ruft mir eine Kollegin an. Ich sage so, hoi, wie geht's, dies, das. Sie so, ja, weisst, ich bin gerade am Weihnachtsmarkt gewesen und so. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu meinem Auto. Oh. Und ich habe sie am Telefon, hocke im Zug und beim Stichwort Auto denke ich mir so, Wie ist Auto? Auto, ich habe das Auto vergessen. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, Mann, es ist passiert, was ich gedacht habe. Ich habe das Auto stehen lassen. Wie kann das sein, dass ich mir 17 Mal einrede, Ja. vergiss das Auto nicht, denke daran, wieder zurückzugehen und ich, zack, prompt vergiss es. Das ist einfach so typisch Ich frage mich immer, wie Leute Autos vergessen. Ja, weiss auch nicht, ich bin so nicht gewohnt, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ja, das- Aber eigentlich schon faszinierend, wie man ein Auto kann noch jemand parkieren und das dann vergessen. Ja. ja, weiss irgendwie auch auch sympathisch, weil dir ist das Auto in dem Fall nicht so wichtig, weißt du? Also, Ja, es es ist ist nicht meins, es ist Ja. von meinem Freund. Und nachher, er war am Weihnachtsessen gewesen. Und ich habe geschaut, ich bin natürlich, wie immer, gehe ich auf den Schnellzug. Das Ja, heisst, ich kann nicht können, weißt du, so... schnell aussteigen, kein Bummler. Genau, ich kann nicht in die Enge aussteigen und wieder Ja. zurückfahren. Sondern ich bin in 15 Minuten dann schon in 2 gewesen. Ich Ja, so, ja. Scheiße, nächster Zug zurückfahren, der erst
20 Minuten später. Ja. Ich warte Nein. sicher nicht am Freitagabend, wo ich nichts los habe. Ja. Also nein, mache ich nicht. Nein. Finde ich gut, dass du den Freitagabend nicht so versauen lassen hast. Genau, und dann habe ich halt einfach meinem Freund angerufen, ihm das beichtet. Ich so, du, ja, ich hocke wie im Zug und dein Auto ist wie ein bisschen vergessen gegangen am Bahnhof Oerlikon. Aber don't you worry, wir holen es morgen. Wir. Genau, ich so. Also du, Jenny. Ich habe die Kollegin ja eben am Telefon gehabt, ich so, du weißt einfach nicht, jetzt wo du von deinem Auto redest, fällt mir gerade ein. Habe ich ihr so gesagt und dann haben wir es irgendwie spontan so können arrangieren, dass sie wäre sowieso am nächsten Tag auf Zürich gefahren und sie so, weißt du was, dann kommen wir einfach mit mir, fahren wir in die Stadt, Ah, nice. graben zusammen etwas am Weihnachtsmarkt und dann holen wir das Auto. Und so haben wir es dann gemacht gestern. Ja, Am ja. Oder nein, Kein Bus oder so? nein, weil ich bin eben auf einem Firmenparkplatz gestanden von einer Firma im okay. gleichen Gewerbehaus. Das hilft natürlich, weil... Genau. Aber mein Freund ist dann zurückgefahren und nachher er steigt so ins Auto. Ich habe richtig gemerkt, wenn er so erleichtert ist, dass es nicht abgeschleppt worden ist, dass es noch da ist, dass es nicht randaliert worden ist dran. Nachher so, mein Auto. Ich so, chill. Es ist nur eine Nacht auf meinem Parkplatz gestanden, weißt du? Ja. Aber es ist auch nicht meins. Darum Ja, ich wäre ja, vielleicht ja. auch so, wenn jemand mein Ja. Auto auslehnt und es da stehen lässt. Ah, Naja, nicht wenn. passiert, aber ja. Aber das ist zuerst mal passiert, oder? Dass das Auto irgendwie vergessen gegangen hat. Ist mir das zum ersten Mal passiert? Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir das zum ersten Mal passiert ist. Aber ich möchte mich jetzt auch nicht erinnern an ein anderes Mal. Ja, Aber ja, Ah, das ist am Anfang zuerst ein kleiner Shit gewesen, aber Ja. am Ende ein Schein, weil mega spontan, so, also weißt, ich hätte die Kollegin nicht am nächsten Tag am Weihnachtsmarkt gesehen. Wir wären nicht abgemacht gehabt, auf Ja. Zürich zu gehen. Und so habe ich sie noch gesehen, wir haben etwas geschnappt und dann noch den Nachmittag in Zürich verbracht. Ja. Hätte ich selber nicht vergessen, wären wir nicht auf Zürich. Mhm. Darum, Das ist ja, doch auch das gut. war cool Das gewesen. ist doch auch gut. Deine Story? Bei mir, ich musste Euro abheben. Ich habe das noch nie gemacht. Und dann bin ich... Banken schliessen ja schon um 5 Uhr und so. Und dann bin ich um 4:45 Uhr dort zu dem Schalter. Ich habe halt an einer Raiffeisenbank. Ich bin bei der Raiffeisen. Ich bin in Zürich irgendwie noch nie zu der Raiffeisen. Gibt es in Zürich überhaupt eine Raiffeisen? Ja. Ah, ja. In Oerlikon irgendwie so im Gacko raus. Aber du musst nicht für das auch kannst nicht einfach so an an Bank. Keine Ahnung, weiss ich eben auch nicht. Ich habe einfach gedacht, ich gehe safe zu der Raiffeisen, zu meinem treuen Kunden. Nein, ich bin treue Kundin. Zu deiner treuen Bank. Genau. Und dann bin ich so zum Schalter und dann zeigt es mir keinen Euro an, weißt du? Zum Abheben. Ja, und dann ist der ist safe so 17 im Banklehrling. so, schon viel zu freundlich, wenn ich reinkomme. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich so, ja, ich muss Euro abheben. Kann ich das am Schalter? Ja, ja. Dann habe ich so, ja, es geht nicht. Und er so, oh, sind Sie denn von Zürich? Und ich so, nein, Schweiz. Und er so, dann müssen Sie in dem Fall schnell in die Schweiz anrufen, Sie müssen das umstellen. Und ich habe so gedacht, hä? Also bestellen oder wie? Nein, umstellen, dass ich Euro beziehen kann. In Zürich? Ja. Ich habe dem einfach alles geglaubt. Okay, gut. Ja. Ich meine, er hat ja, also keine Ahnung, ob der Zugriff auf mein... Ja, Ja, warum auch nicht? Sollte ich ja, glauben, ja. gut. Ich schnell Feinsiedeln. Angerufen eben, Frau Kelly ist da. Also, ja, auch ein Junge wieder, von der Stimme her. Ja, Herr Biesig. Herr Biesig. Herr Biesig. Mega Das ist ja auch so ein Schweizer Name. Ja, und ich habe gewusst, weißt, die haben jetzt einen Allfeierabend, oder? Und ich komme jetzt noch mit so einem so einer kleinen Schüssel. Und er voll übermotiviert. Oh, ja, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich so denke, du hast in 15 Minuten Feierabend. Und nachher habe ich ihm eben das Problem gestellt, also ja, das muss ich jetzt mir schnell anschauen. Ich rufe in 10 Minuten zurück. Und ich so, gut. Und eben, es ist um 200 Euro gegangen. Und ich denke mir so, ja, gut, dann bleibe ich mal hocken. Dann ruft der Herr Biesig, also dem anderen Jungen, habe ich wieder gesagt, ja, ich warte jetzt da schnell. Er so, ja, alles gut. Dann Herr Biesig ruft dann, also Verkehrli. Ich so, jawohl. Folgende Sache. Genau. Folgendes Prozedere. Wie viel Euro wollen Sie abheben? Dann ich so 200. Und nachher so, von welchem Konto? Dann ich so, Lohnkonto. Dann so, ja, dann habe ich das Problem herausgefunden, es sind noch 29,50 drauf. Nachher ich so, das ist das Problem. Das hat der Zürcher das nicht gecheckt. Hä, aber wenn du Geld abheben willst und das hat zu wenig Geld drauf, steht doch normalerweise Saldo zu klein oder so. Oder Ist nicht gestanden, es ist nicht mal ein Betrag nicht verfügbar. Ja, oder weißt so. also Schweizer Franken hätte ja noch ein 20er-Nötchen rauslassen können. Ah. In Euro gibt es ja, was gibt
Doch, 20 €. Gibt's Aber auch? vielleicht kannst du das nicht beziehen bei der Bank. Vielleicht kannst du nur 50 € beziehen. Keine Ahnung. Jedenfalls ist dein Betrag nachher- zu klein gewesen. Ja, und nachher, er war verdammt herzig. Ja, aber es ist dann langsam 5 vor 5 gewesen. Ich habe gewusst, es werden langsam mal Feierabend machen. Ja. Ich so, ja, können Sie mir, Herr Biesig, noch in dem Fall 200 über tun? Und nachher er so, 200 oder ein bisschen mehr. Also weißt du, so, er hat halt schon mitgedacht, dass ich ja- wahrscheinlich noch... Ja. Und dann habe ich so, okay, Dass du ja nachher wieder nur 29,50 genau. drauf hättest. Dann habe ich so, ja, machst 600. Und nachher, weißt du, dann kann ich ja das einfach mit einem Klick. Ja. Und nachher er so, also Sie sollten jetzt das haben, aber ich bleibe jetzt schnell am Hörer, wenn Sie schnell an den Schalter und das rauslassen. Und nachher, ach, der Herr Biesig Der am Herr Hörer Biesig. gehabt. Nachher, ich so, ja, es zeigt jetzt so und ich habe es jetzt in den Händen, also danke vielmals. Am Zürcher habe ich so gesagt, hat sich geklärt. Weißt du, so. Ja, an ihm hast du nicht gesagt, was das Problem war. Nein, und ich bin auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Also der hätte ja selber draufkommen können. Weißt du, der hat einfach so, ja, Leute Aber mal. hat er vielleicht das nicht gesehen? Vielleicht ist er einfach, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Ich Weiß war noch auch nicht so weit nicht. gewesen, der Lehrer oder so, dass er gewusst hat, wo das nachschauen. Ja. Oder es war ihm peinlich, gewesen, Und- dir zu sagen, dass du und irgendwie er- bankrott bist. Jetzt ist es mir gerade in den Sinn gekommen. Es tut mir ein bisschen leid. Er hat, der Zürich-Banker Mhm. hat ein bisschen geschillt, oder? Ja. Als er mit mir geredet hat, Hast du nicht gewusst, in welches Auge schauen? ja, und Ich schaue einfach immer in das, was am gerätsten schaut. schon. Ja. Ja. Aber ich bin so gewesen, weißt, es hat mich nicht, doch, es hat mich kurz aus dem Konzept gebracht, weil ich nicht gewusst habe, auch wenn ich mit dir rede, wenn ich mich zu fest konzentriere, dann du schaust irgendwie immer auf ein Auge. Ja, man kann ja nicht auf beide gleichzeitig Aber schauen. manchmal, ich habe mal mit jemandem geredet, wo ich gemerkt habe, der hat die ganze Zeit, Augen geswitcht. ja, und das hat nachher mega mich verwirrt. Ah. Wenn du so Das habe nicht, das habe ich aber auch schon gehabt, dass ich mich gefragt habe, also in welches Auge schaust du? Ja. und wenn du dann wenn du zu fest in dem Ding drin bist du so, Nachher fragst du dich, schaue ich eigentlich immer das Gleiche? schau Oder ich in die Augen, schau soll ich ich auf deine Nase. Soll ich auch abwechseln? Mal ein bisschen links schauen, mal ein bisschen rechts schauen. Nein, der Zürich-Banker war auch eben super gewesen. Aber Shoutout an Herr Biesig, Gut. falls du das hörst. Der hilfreiche Weisung Genau. von der Raiffeisenbank zu Einzeln. Ja, genau. Shoutout. Ja. Nein, ist doch super, ja? Ja, zum ersten Mal Euro abgegeben. Zum ersten Mal Euro Wow. abgehoben, ja. Und das Ding ist, ich sage eben Euro. Euro. Ja. Und in Zürich, ich habe gemerkt, ich habe gerade ihm sagen, ich will. Und nachher habe ich mich angepasst. Warum? Keine Ahnung, in letzter Zeit habe ich öfter im Fall mich müssen anpassen, weil sie mich Warum? nicht verstanden haben. Nicht verstanden? Nein. Brungen. Die einen haben Brungen nicht gecheckt. Ach, Dann habe ich wirklich? müssen Pracht sagen. Und eben Euro, ich finde es schon, es klingt sehr grusig. Euro. Euro. Weißt du, also es ist so, Nein, ich finde das immer schon mal. Der Zürcher, der hat das gern gehört. Der hört den ganzen Tag nur Euro und Schweizer Franken. ja, das stimmt schon. Ja, Wenn der nicht, jetzt habe ich es auch falsch gesagt, oder? Sag- Euro. sag mal Euro. Euro. Nein, Euro. 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 Ja. Euro. Euro. Weißt du, so einen kleinen die machen, weißt du, so ein Euro. Euro. Sorry, ich mache immer manchmal einen sehr oben noch. Oh. Oh. Okay, das Sorry. ist der Punkt zum Beenden. Nein. Nein, wir leiten über. Stimmt, wir leiten über zu unserem Verlosungs... Yummy, 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 yummy. Yummy, 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 I got love in my tongue. Ja, Spotify Rap Flashback. Genau. Was können wir denn gewinnen, Jenny? Also wir nicht. Ja, genau, wir nicht. Du willst sowieso nicht mitmachen, weil es geht nämlich um einen Brunch-Gutschein im Wert von über 100, nein, nicht über, im Wert von genau 100 Franken. Genau. Ich kann ins zweite, das dritte gehen oder also einfach auch allein auf den Tisch hauen. Ja. Und zwar verlosen wir eben, wie gesagt, einen Brunch-Gutschein für das Restaurant Lennox in Rappi. Sie haben eine sehr vielfältige Auswahl dort mit Dishes from all over the world. Sehr coole Location. Mhm. Ja, auch im Winter und im Sommer. Im Sommer ist es ein halbe Beachbar. Also es ist eine Beachbar, Ja. echt im Sand und so, hure geil. Winter Voll. haben sie glaube ich auch so... So Schale draussen. Ja. Also es ist echt... Und so ein altes Feuerwehrhaus. Hat so Genau. seinen Charme, genau. Ja, da. Das ja, ist ja. was du vielleicht... Inspiration. Genau, für dich. Inspiration. Ja, in einem und... Ex-Feuerwehrhäuschen. Genau. Genau, was muss man machen, um den Brunch-Gutschein zu gewinnen, Flavia? Ja, und zwar auf unserem Insta vom Post von heute. Also uns zuerst mal folgen gerne und am Lennox-Restaurant folgen auf Insta und dann kommentieren, mit wem ihr gerne würdet brunchen gehen. Ja, Genau. mit ein bisschen Glück. Gehört der Brunch-Gutschein schon bald euch? Wie lange geht die Verlosung? Ein Tag?
Ja, ist ein bisschen knapp, hä? Ja, nein. Sollen wir sagen, bis am 31. Dezember? Ja, komm. Also, machen wir bis Ende Jahr, könnt ihr mitmachen. Genau. Und dann hören ihr von uns. Mhm. Genau, wir kontaktieren Gewinnerinnen und Gewinner gerade direkt selber. Perfekt. Super duper. Dann würde ich sagen, gebt uns gerne 5 Sterne oder empfehlt unseren Podcast weiter an eine Kollegin, eurer... Mutter. Ich kann auch Mutter sagen, darum habe ich so gestockt. Ich habe eine Mutter, ich habe Gotti, ich habe eine Cousine, wenn man immer... Am Grössi oder so, weil ich letztes Mal am Grössi erklären, was ich jetzt eigentlich, dass ich einen Podcast habe, aber ich habe es ein bisschen schwierig gefunden. Ihr das, also Grossmami freundlich das zu erklären? Ja, ich nehme eben mit einer Kollegin reden wir und wir nehmen das auf. Ich finde es ein bisschen schwierig. Und dann stellen wir das ins Internet. Ja, ins Internet. Hey, ja, danke vielmals fürs Reinhören und bis morgen zum letzten Türchen. Genau. Tschüss. Ciao zusammen.